wat für 30, 40 Jahre eng Normalität hier am Land war. Für 40 Jahre konnten all Arbeiter sich ein Haus bauen, mit Gringsranderen. Heute können 2 Universitären sich noch vielleicht einen Bauplatz mit 3 R. Und da mussten sich auf 30 Jahre zu 2 das Leben lang verschulden, wie wir hat, eine Wohnung zu kriegen. Wir sind also nicht mehr reich gehen. Wir sind mehr arm gehen hier im Land. Das Gesetz setzt die Banken ein Kader. Konditionen, in denen sie nach der Immobilien Emprunt akkordieren. Ich will dann noch nach mit Klängen holen. Zum Beispiel eine Person, die Revenu disponibel von 2000 Euro, das ist für viele Leute schon viel. Weil das die Leute, die müssen schon 3.500 Euro netto verdienen, wenn da alles aufgeht, für nach 2000 Euro Revenu disponibel Recht zu behalen. Also eine Person, die also 3.000 Euro netto verdient, dann nach 2000 Euro disponibel hat, die kriegt nach ein Prä zwischen 96 und 281.000 Euro. Und da muss sie nach ein Partizipation selber bringen von ungefähr 10%. Das wären dann nach ein Jahr 28.000 Euro. Mit Wohnungspreisen gehen 10% schon eine Medaille. Das ist das, was du als ege Bedeelung machen, das ist an einem Jahr schon Medaille. Aber bis in diese Summe hat die 30.000 Euro mit einem Revenu von 2.000 Euro, als das schon x-mal Medaille gehen, wie das, was nicht hat, kann jemals als ege Bedeelung zu Summe kriegt, für die Konditionen zu erfüllen, für was können, ein Prä zu kriegen. Das hat zu Konsequenzen, dass die ganz viele Leute keine Prämie mehr im Land kriegen. Aber was als Konsequenz? Denn der Feier hat für gesagt, dass es schon ein Luxus für Lützeburg ein Prä zu kriegen. Das aus den Ohren von einem Sozialist zu hören, die lo eine Partei, die lo bald Jahrzehnten, ja, sie bald immer als zweite Partei an der Regierung, an hier als Präsident von der Partei, dass diese das ein Luxus für Lützeburg ein Prä zu kriegen, das ist ein normal Stärfliche. Die Lützeburger Arbeiter von der Lützeburger Arbeiterpartei, als nicht mit uns zu denken, dass du überhaupt nach ein Prä kriegt. Und hier verdedigt dann das heute per Gesetz ein Mordicus, als sie das schützt Leute, die hätten sie nicht Prämie kriegen, die wir nur nicht mehr können remboursieren. Das ist heißt für allen die kleinen Leute, die in hier im Land werden, keine Prämie kriegen, Mittelschicht wird sich kein leisten. Das ist wirklich schon noch ein Luxus, den auch just die Reichheit im Land sich können leisten, respektiv Reicher, die wollen hier in Lützeburg kommen, investieren. Aber wenn Leute sich hier im Land keine eigene Wohnung mehr können leisten. Und der Freier ist nicht mehr ein Band. Was machen die Leute dann? Da gehen sie entweder Lauschtert wohnen oder sie gehen hier im Land lohnen. Aber was machen sie dann? Sie bezahlen Loyer. Und sie bezahlen Loyer. Und was gibt man den Loyer gemäht? Ich würde mir Freier dazu sagen. Sie bezahlen dann den reichen Leute, die können Appartementen an Häuser bauen, auch von der Familie, an der Generationen haben. Sie bezahlen am Anfang dann den reichen hier am Land hier Immobilien. Und sie selber kriegen keine Immobilien, also nicht wäre, kann er nur zu verhelfen, wenn sie nach just die gut betuchten hier am Land, die sich eine Immobilie können leisten, und sie können so, wenn sie eng an die eine, an 2, an 3, an 5, an 10 haben, und auch kein Problem für Emprunt zu kriegen, für sich nach ein 11 dabei zu kaufen, und die kriegen sie dann auf die Loyer von den kleinen Leuten, auch von den Arbeitern, kriegen sie dann über die Loyer hier 12 und 13 Immobilien bezahlt. Das ist also ein Gesetz, was radikal entgegensteht für dem, was den als Staat Mist machen, an eine echte Aufgabe von einem Land, einem Staat nicht sehen, dass er gucken, dass er allen Menschen hier am Land eine Wohnung kriegt, und zwar zu akzeptablen Preisen. Und diese Regierung kennt nicht der Land, dass sie sich eigentlich mit der Wurstumsdebatte auseinandersetzt. Weil immer mehr Leute am Land kommen an der Zwischenzeit zu der Konklusion. Also solange wieder nicht der Courage hat, für die Problematik gehen, werden die anderen Probleme nicht lösen. Und alles das, was hier gezählt wird, von Grundsteuer, die muss geheilt gehen, von dem Pakt Logement 2, könnt ihr euch alles in den Hut springen, das löst das Problem nicht. Und auch die Grundsteuer. Also erstens was es mal eine Menge Steuererhebung. Aber wenn Wohnpreise 100.000 Euro den Erhalt kosten,
Und die Leute bezahlen 20, 30 Euro Grundsteuer für den an der Gemeinde. Und da geht noch nach hinten, verdeiert die auf 1000 Euro, was eine enorme Steigerung hat. Dann mischt das den Leuten nach gar nicht aus. Weil der Preis, der geht dann irgendwie von 100 auf 110.000 an Not, dann hat ihr nur noch kein Problem für 1000 Euro weiter, das wird dann nach immer ein großes Plus-Value gemäht. Das ein DP, das möchte verstehen ich, weil die hat eine andere Kategorie von Leit befriedigt zu stellen, das sind eben die, die ein Geschäft der Dummerden machen, das aber die eine dat hin kann auch noch mal unterstützen, das geht nicht mehr an mich, verstehst du mich, ran. Idee, das ist eine Stiftung von der Chambre de Commerce. Den Herr Gramenia war ja Direktor, der Präsident, Direktor davon. Und das ist also eine Stiftung von der Fédération Chambre de Commerce, von den Herr Gramenia Direktor, weil die hat nur ein neues Dokument rausgehen. Und sie kommen zur Konklusion, zum Schluss. Das ist ein Hohn und die Bankrotterklärung der Luxemburger Wohnungsbaupolitik. Idee, Stiftung von der Chambre de Commerce, Herr Gramenia war, wie in der selber in der Strache, gern Direktor. Es ist gespannt, was sie losschreiben, wenn sie auch nach der dritte Gesetz lesen, was sie dann nach zur Konklusion kommen, wenn sie in der Teilstand als Konklusion gezogen, ihr der dritte Gesetz kommen. Und dafür, Herr Präsident, bei allem guten Willen, mit der dritte Gesetz, das kann ihn nicht mitstimmen. Und ich freue mich, dass den Weg möglich ist, dass die Regierung auf den dort Weg geht, für Dummerden, die wirklichen Spekulanten, die groß abzumachen, an der Masse von der Leute, die kleinen Leute, der Mittelschicht, es quasi unmöglich ist, das Los auch ganz schwer, mir wird in Zukunft unmöglich, für dass die nach Geld gelenkt kriegen, und für dass die nach ehemals sollen zu einem Egenheim kommen. Das ist wirklich eine Falliterklärung von der Politik von dieser Regierung.